Hallo zusammen, das ist Crown Klitzes oder Chris. Wieder mal Crown News, zum zweiten Mal jetzt schon. Und ja, ich sage jetzt mal, die Länge zwischen den Videos ist jetzt ein bisschen grösser, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Aber ja, ihr wisst es ja selber, das Wetter ist geil draussen. Ich habe es schon x-mal erwähnt, ich habe einen neuen Job, das braucht ein bisschen viel Zeit. Und ein paar private Angelegenheiten. Und ich bin allgemein momentan nicht so viel auf YouTube unterwegs. Vielleicht geht es einem oder anderen gleich. Ich habe gesehen, dass die Views eigentlich bei vielen Videos ein bisschen tiefer sind, jetzt nicht nur bei mir, aber das hat vielleicht auch mit dem Frühling zu tun, das ist ja auch eine gute Sache. Aber es gibt gleich ein paar Punkte, die ich hier nennen möchte. Ja, scheint es. Nein, der erste Punkt wäre das Far Cry Blood Dragon. Das kommt ja am 1. Mai raus. Ich habe es schon vorreserviert, damit ich auch gratis den Soundtrack bekomme. Das Game ist eigentlich noch cool, weil es verwendet Far Cry 3. Es wird eigenständig sein. Es ist also nicht ein DLC oder irgendetwas zum Far Cry 3, sondern eigenständig, verwendet eben die gleiche Engine und tut dann das Ganze so ein bisschen wie einen 80er-Jahr-Film parodieren. Und ich liebe so Filme, ich liebe so Games, ich liebe den Soundtrack. Es sieht wirklich gut aus und darum ist es für mich ganz klar ein Kauf wert. Ich habe es schon vorbestellt. Und vielleicht mache ich dann sogar ein Let's Play. Weil eben das Far Cry 3 ist ein bisschen lang für ein Let's Play, für meinen Geschmack. Und das Blood Dragon wäre dort vielleicht gerade optimal geeignet, weil der Humor kommt dort scheint auch nicht zu kurz. Ja, schauen wir mal schauen. Ich musste doch ein bisschen helle Lichtquelle einbauen, dass ihr hier das Zeug hier hinten auch seht. Darum tut es auch ein bisschen blenden, wenn ich mich bewege vielleicht, oder in meiner Brille. Ich werde es sehen beim Bearbeiten und ihr werdet es dann auf YouTube sehen. Die zweite Neuigkeit, ich muss aber schnell auf meine Liste ein bisschen spienzeln, ist die Xbox, die neue Xbox, die ja scheint nicht Xbox 27 so heisst, sondern einfach nur Xbox. Da gibt es am 21. Mai genau gibt's so eine kleine Info, Pressekonferenz, Präsentation, wo du auf Xbox Live kannst schauen kannst. Auf Microsoft.com oder Xbox.com und auch noch auf Spike TV oder ich weiss es auch nicht mehr genau, ich habe Woody sein Video geschaut. Und dann ist es so, dass sie vermutlich wie bei PS3 ein paar Infos werden rausrücken. Sorry, PS4 wollte ich sagen. Ein paar Infos werden rausrücken, aber der grösste Block an Informationen wird auch erst an E3 kommen, der dann ja im Juni ist. Aber ich bin gespannt, was die neue Xbox wird bieten. Let's see, PlayStation hat auch mal schön vorgelegt. Und im gleichen Zug, oder fast im gleichen Zug, ist eben auch das Call of Duty Ghosts. Das Cover ist irgendwann im Online-Store geleakt. Und ich weiss nicht, ihr habt es schon gesehen, meine Subbox ist wieder voll mit Videos über die News. Und ich weiss schon, als Call of Duty Channel muss man das verspringen, aber mir hängt das mittlerweile so zum Haus raus, dass wenn etwas Neues auftaucht, wird man gerade so hart zugepflastert am ersten Tag. Naja, jeder, der der Erste sein, kann es nicht verdenken. Okay, jetzt ist es ja noch folgendermaßen. Ich habe ja hier die Fines ein bisschen intensiver gezockt. Momentan komme ich leider fast nicht dazu. Und weil ich mir Collectors Edition hier mit dem Killer Monster gezogen habe, genau, habe ich jetzt noch einen Code für das Game Führung. Der wäre auch hier drin, wenn ich mich nicht täusche. Und ich würde den gerne eigentlich, ja, verschenken. Weil selber brauche ich ihn nicht. Also wer einen PC hat, wer sich für Online-Games, MMOs interessiert, ja, soll sich doch bitte melden. Das Mal machen wir keine Auslösung mit der Freundin oder irgendwie mit der Webseite, sondern ich wähle einfach einen Comment auswählen und die Person kontaktieren, so wie ich es mit dem Bioshock habe gemacht und beim Gears of War. Yeah. Also, aber ja, meldet euch. Ich kann nicht garantieren, dass wir dann zusammen spielen am ersten Tag, wenn ihr es bekommt oder so, aber ich nehme an, dass es dann schon mal eine Runde zusammen geben könnte. Weil mir gefällt es ausgezeichnetes Game, die Serie hat jetzt auch gestartet und es hat neuen Content schon gegeben. Gute Sache. Was auch eine gute Sache ist. Und jetzt wird es richtig hart, weil das Kind im Mann, das ist ja eigentlich so der Ausdruck, den man schon noch so ein bisschen kennt, ist bei mir eben auch vorgekommen, das Kind im Mann. Und vor allem ist das Ganze relativ rasant passiert. Es ist so, der Kollege, sein kleiner Sohn, er ist jetzt 5, ja, fast noch ein bisschen zu jung für das Game. Darum darf er es eben auch nicht mehr spielen. Aber sein Nachbarskollege, das kann aber schon lange niemand mehr folgen, wer hier verbunden ist. Auf jeden Fall bin ich mit einem Kollegen daheim, dort haben die jungen Gielen ein bisschen Skylanders gespielt, mit diesen Figuren gespielt. Und dann habe ich das erste Mal realisiert, wie das mit diesem Portal funktioniert, wo du die Figur draufstellen kannst.
Da unten wird es auch irgendeine RFID drin haben. Ich weiß nicht, die meisten kennen es auch die Viechli halt. Und dann wird auf der Figur das Level gespeichert, Fähigkeiten gespeichert, Münzen, die man gesammelt hat. Und ich finde das voll faszinierend, weil ich spiele es hier auf der Xbox, nehme das Teil mit zum Kollegen, wenn ich eine Runde mit seinem Sohnemann spielen will. Und meine Figur hat ihre Werte, ihre Ausrüstung immer dabei. Ich muss keine Spielstange mitnehmen und so. Von dem her finde ich das eine ganz geniale Überlegung. Es ist natürlich eine absolute Geldmacherei, wo ganz ehrlich, wenn ihr alle Skylander Giants Figuren kaufen wollt, nur die eine oder andere Legendary Figur dabei, dann bist du vielleicht bei, je nachdem was du kaufst, zwischen 800 und 1000 Steine. Und jetzt musst du dir mal überlegen, das Game selber kostet schon nur, was ist es, 89. Und dort hast du 3 Figuren dabei, aber eigentlich braucht man von jeder Gruppierung, es gibt 8 Gruppierungen, braucht man eine Figur, damit man dann überall Zugang hat. Also man kann dort schon etwas investieren und klar, man kann die kleinen kaufen und die sind eigentlich, ja, keine Ahnung, zwischen 12 und 19 Steine oder so. Eben, Ex Libris kann ich empfehlen, die haben gute Preise. Mediamarkt auch, bei World of Games, Alcom und so ist es zum Teil 5 Steine teurer, habe ich gesehen. Und ja, jetzt bin ich doch ein bisschen mit der Freundin am Zocken. Sie hat sich auch so ein Figürchen ausgewählt. Und ja, für sie, die eigentlich noch nie gross gezockt hat, ist es noch ein interessanter Einstieg. Ist nicht ganz so einfach mit der Steuerung, aber jetzt auch nicht so herausfordernd wie das Call of Duty. Und das Spiel ist eben schon, ja, für Kinder gemacht. Keine Frage. Aber es hat doch auch ein paar Ansätze, wo man muss sagen, okay, da wird es schon ein bisschen komplexer. Es gibt auch einen Wert für kritischen Schaden zum Beispiel. Und bei kritischem Schaden denke ich immer gerade an ein Rollenspiel. Ja, das war jetzt ein bisschen langes getextet. Was ich sagen will, ist eigentlich folgendermaßen. Wenn ihr irgendjemand Jüngeres habt, in der Familie, der Bruder, vielleicht schon ein Sohn oder so, oder irgendein Hütekind, keine Ahnung, und die haben so etwas am Start, probiert es mal aus. Es ist wirklich nicht so schlecht. Ich war echt nur erstaunt. Und dann, dass sie so ein bisschen aufleuchten und so, ist eh noch interessant. Und dass es dann auf dem iPhone irgendwie auch noch 3 Games gibt. Und ja, eben, sie wollen primär Geld machen. Aber der Background, das Game selber, ist wirklich auch noch gut gemacht. Ich hatte echt ein paar vergnügliche Stunden mit dem Skylanders Giants. Ja, was willst du machen? Tut mir leid, die jetzt durchdrehen und sagen, hey, nein, das ist ein Kind, kann ich verstehen. Wenn ich zwischen 14 und irgendwie 18 war oder so, hätte ich das eh auch gesagt. Aber glauben wir, ab einem gewissen Alter kann man eher auf so Sachen schiessen und dann kann man eben das ausprobieren, was einem gelustet. Darum die Zeit, die ich momentan investiere ins Game, ist eigentlich wirklich mit den Freunden Skylanders und sonst nicht so viel. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch ein bisschen weniger auf YouTube jetzt wegen dem Wetter? Oder vielleicht auch, weil es nicht gerade so flashige Games gibt? Geben mir doch Feedback, das wäre es von meiner Seite. Genießt das geile Wetter noch und alles Gute. Ciao zusammen!